Ich finde es wunderbar, wie Gott immer wieder auch planen. Manchmal ist unser Planen, oder in der Regel ist unser Planen fehlerhaft und es ist auch nicht immer ganz einfach. Wir sehen es jetzt auch mit der ganzen Situation. Ich habe auch Freude für jedes, der heute da ist. Das finde ich schon mal etwas ganz Schönes, dass Gott euch heute Morgen daran erinnert hat. Oder vielleicht habt ihr euch schon gestern am Abend fest vorgenommen, heute zu kommen. Es ist schön. Und ich habe einfach auch gerne ein bisschen Leute um mich herum, ich muss das ehrlich gestehen. Die Frau vom Fernsehen hat am Merit am Abend hat sie gefragt, hat sie gesagt, ja, gell Christian, du hast gerne Leute um dich herum. Dann habe ich gesagt, ja, es ist mir wirklich. Manchmal habe ich auch gerne wieder mal ein bisschen Ruhe. Da bin ich ein bisschen unterschiedlich zu meiner Frau, die hat gerne toujours Leute um sich herum. Aber ich habe auch gerne wieder mal ein bisschen Ruhe. Aber grundsätzlich ist es schön, dass wir heute da sein dürfen. Und dass wir noch wissen, wir haben noch den ganzen Saal voll. Nochmal das, was ich jetzt hier nicht sehe. Aber seid auch ganz herzlich grüßt von mir. Und auch so mit den Predigttexten. Man nimmt sich etwas vor, man überlegt sich etwas, dann ist man im Chorleitungsrat dran. Und ich tue ja eigentlich so fortlaufend ein bisschen predigen, dass man nicht die Lieblingsthemen immer wieder wählen. Und da sind wir im Korintherbrief dran. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wir werden es dann später noch hören, über das Leitbild. Und da ist uns auch der Schluss vom Korintherbrief gekommen. Und natürlich hätte man einfach Predigt machen über das 13. Kapitel. Aber ich habe gefunden, es lohnt sich, in das 13. Kapitel sich ein bisschen mehr zu vertiefen. Und so ist jetzt im Frutigland, in Helsemer Frutigland, der Oktober zum Liebesmonat geworden. Von dem nicht der Mai, sondern eben der Oktober, wo wir den 1. Korinther 13 angeschaut haben. Und der ist uns aufs Herz gelegt worden für unser gemeinsames Leitbild, Frutigland. Der Text, das ist, haben wir das auch schon gesehen, der Text ist gern verbraucht für Hochzeiten, aber es ist eigentlich ein Text, der uns ganz praktisch das Thema Liebe näher bringt. Der Text sagt uns, wie die Liebe ist, wie sie handelt. Er zeigt uns auf, dass die Liebe auch das ist, was ewig bleibt. Und ja, ich glaube, wir haben hier in unserem Kulturkreis ein bisschen ein Problem, dass wir eben den Liebesbegriff, das ist so etwas, das ist so wie ein Plätzchen, das breit geklopft ist, oder es ist einfach etwas, was so ein bisschen ausgeleiert ist. Und wir tun das manchmal so ein bisschen, ja, Liebe, was ist das schon, oder? Das ist vielleicht eben etwas zwischen Mann und Frau, aber es ist eigentlich etwas viel Tieferes. Und ich habe mich auch gefragt zum Thema, was ist denn reife Liebe? Man könnte sagen, reife Liebe. Und da hat der Erich Fromm dazu geschrieben, also kindliche Liebe, infantile Liebe, kindliche Liebe, folgt einem Prinzip, ich liebe, weil ich geliebt werde. Ich liebe, weil ich geliebt werde. Reife Liebe folgt dem Prinzip, ich werde geliebt, weil ich liebe. Die unreife Liebe sagt, ich liebe dich, weil ich dich brauche. Und die reife Liebe sagt, ich brauche dich, weil ich dich liebe. Ja, der Erich Fromm hat da gewisse Sachen schon erkannt, aber ich habe das Gefühl, es geht eben noch tiefer. Es geht eben um einen Begriff von der göttlichen Liebe. Eine Liebe, die uns den Blick in die Ewigkeit öffnet. Göttliche Liebe liebt, wie wir es im Schöpfungsbericht, wie wir es in der ganzen Bibel lesen, ohne eine Gegenleistung überzukommen. Also Gott liebt seine Menschen, ohne dass wir ihm etwas bringen können. Darfst du mal den Text einblenden, dass wir ihn ein bisschen vor Augen haben? Der Paulus tut hier am Schluss von dem 13. Kapitel im 1. Korintherbrief den Blick auf das Kind legen.
Und ich habe mich gefragt, sagt denn nicht Jesus uns, wir sollen werden wie Kind? Sagt Paulus hier gerade genau das Gegenteil? Aber ich glaube, wir müssen da aufpassen. Die Aussage von Jesus bezieht sich auf einen vertrauensvollen Glauben. Eben, das ist das Kind, das auf dem Mäuerchen oben steht, der Vater oder die Mutter unten dran, was auffängt. Und diesen vertrauensvollen Glauben, den sollen wir haben. Das Kind glaubt, weil es sich von Gott geliebt weiss. Unsere Liebe soll reif werden. Wir merken das. Kinder, die sind doch so auf sich bezogen. Gestern hat es Omelette gegeben bei uns. Wunderbar, die Schwiegermutter hat einen riesen Berg Omelette gemacht mit der Jael zusammen. Und am Schluss hat es noch Omelette gehabt. Es haben alle genug gehabt. Man hätte doch können sagen, ja gut, komm, die geben wir jetzt noch am Vati, oder? Dann tut sie sicher auch gut. Aber nein, ich will sie, oder? Und dann hat man verschnitten, sie ist selber verschnitten und dann war ganz klar gewesen, dass ja der andere den grösseren Pizza bekommt. Und das hat mir so gezeigt, eben das Kind, das tut nicht irgendwie überlegen, ja, jetzt wäre vielleicht anständig, oder ja, gib mir doch den kleinen Pizza oder so. Das Kind sagt, ich will die grössere und ich muss noch Nutella haben drauf. Also das Kind weiss, was es braucht. Und da merken wir, ja, irgendwo mit der Liebe ist es dann manchmal klein geschrieben. Leider ertappe ich mich manchmal aber auch bei solchen Verhaltensweisen. Gerade dort, wo man eigentlich sehr nach ist. Ja, je distanzierter dass man miteinander unterwegs ist, hat man ja so ein bisschen Anstand und gibt sich ein bisschen Mühe. Aber je näher dass man mit jemandem unterwegs ist, je unreflektierter oder je direkter kommt das manchmal. Nein, ich will jetzt ohne Bedürfnis, ich will jetzt auch mal nicht zu kurz kommen, etc. Und ich habe mich auch gefragt, wo das unreife Liebesdenken in unseren Gemeindesalltag kommt. Wo das in unser Unterwegssein schaffen. Und wo dass wir dann vielleicht noch gerne sagen, ja, das ist jetzt eine Glaubensfrage oder da geht es jetzt um wirklich etwas Relevantes. Aber wenn wir merken, dann geht es eigentlich um mein kindliches Liebesbedürfnis. Es geht um meine Bedürfnisse. Und ich möchte hier auch nicht einfach sagen, ja, eben, als ich Kind war, dann habe ich gedacht wie ein Kind, aber jetzt bin ich erwachsen und jetzt denke ich nicht mehr so. Und ich glaube, manchmal ist das auch gerade das Problem, dass wir uns das nicht zugestehen können. Wir tun vielleicht auch uns selber gerne sagen, ja, nein, das ist wegen dem wichtig oder wegen dem wichtig. Das ist wie die elektrische Gitarre. Das ist ein Problem, weil es ein geistliches Problem ist. Aber man kann nicht sagen, die gefällt mir nicht. Zum Beispiel. Ganz ein einfaches Beispiel. Und dort tun wir gerne Sachen auch vergeistlichen. Oder es geht auch darum, dass wir Angst haben, dass wir Einfluss verlieren könnten. Ja, wenn andere Leute Wichtigkeit bekommen in der Gemeinde, wenn sich vielleicht der Offizier um andere Leute kümmert, dann verliere ich etwas. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das als erstes Mal nicht einfach gering achten. Dass wir nicht einfach sagen, ja, jetzt spielen wir ein bisschen erwachsen spielen. Ich glaube, wir haben Lebensaufgaben. Und Gott sagt nicht vergeben, ich bin dein Vater und du bist mein geliebtes Kind. Der Vater kümmert sich um die Bedürfnisse. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns dem stellen. Wenn wir uns unseren Bedürfnissen stellen. Und ich glaube auch, dass wir Lebensaufgaben zu erfüllen haben, dass wir Prozesse zu durchlaufen haben in unserem Leben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das uns stellen. Nicht in dem innen bleiben, aber uns mal fragen, was sind denn meine Bedürfnisse? Was bräuchte ich denn für Wohlsein? Und aus dem muss er sagen, ja, ich kann auf das verzichten. Oder ich kann sagen, ja, der andere hat auch seine Bedürfnisse. Wie finden wir einen Weg zusammen?
Unser Frommspielen, unser Erwachsenspielen, das wird uns irgendwann einholen. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wenn wir das einfach überspielen, dass das so wie eine toxische Mischung ist, das ist so eine explosive Mischung unter der Oberfläche. Und irgendwann wird es aufbrechen und es wird das Miteinander auch vergiften. Etwas Zweites ist mir in diesen Versen gerade entgegengesprungen, und zwar ist es das Wort erkennen. Erkennen. Das ist auch so etwas, was man als Buben in der IG miteinander so ein bisschen austauscht in diesen Stammbäumen, oder, wenn es immer wieder heisst, und er erkannte sein Weib, oder? Das waren so Lieblingsverse, wo wir aber dann haben wir gesagt, ja, was ist denn das, von was reden denn die da? Die könnten einfach sagen, sie haben Sex gehabt miteinander und nachher ist die Frau schwanger geworden. Aber es heisst immer wieder, er erkannte sein Weib. Und Judith hat schon das Buch angesprochen, da, von diesen verschiedenen Arten von der Liebe. Und es ist dort drin, bin ich jetzt im Kapitel, ich habe es eben noch nicht gelesen ganz, aber jetzt bin ich gerade im Kapitel vom Eros, oder? Und wir denken, ja, im Eros geht es ja um Sexualität, oder? Um Erotik. Und er sieht aber gerade, wenn es nur um Erotik geht bei der Eros-Liebe, dann ist es einfach eine Verliebtheit. Das sind einfach Schmetterlinge im Bauch. Aber wenn es wirklich eben ein Erkennen ist, und ich glaube, da haben wir eben jetzt ein Problem im Deutsch, weil wir eben da von Liebe reden und wir leben hier von Liebe. Aber ich glaube, es geht eben da um mehr, weder nur einfach um Sex haben miteinander, jetzt so wie diesen Stammbaum, sondern eben um ein Erkennen. Ich erkenne meine Frau, ich erkenne meinen Mann und wir dürfen zusammen eins werden und es darf etwas daraus entstehen. Es darf Frucht daraus entstehen. Und mir ist das ganz wichtig, eine ganz kleine Klammer, dass wir das nicht nur auf Kind oder so beziehen, in der Ehebeziehung. Aber ich glaube, Intimität ist etwas ganz Wichtiges auch in der Gemeinde. Aber man tut die Liebe so auseinander definieren. Es ist in unserer Gesellschaft. Wer sieht, ja, was ist Liebe, was ist Sex und etc. Und ich glaube, dass es eben da eine andere Tiefe hat. Ich glaube nicht, für nichts greift der Paulus hier die Worte auf. Gott erkennt uns, das habe ich vorhin schon gesehen, Gott erkennt uns als seine Kinder. Gott erkennt uns. Und da geht es ja nicht um eine sexuelle Beziehung, sondern Gott kennt uns durch und durch. Und ich glaube, dass wir Gott erkennen können, braucht es ohne Tiefe. Es braucht Stille. Es braucht Zeit, wo uns Gott begegnen kann, wo wir uns auf ihn einlassen, wo wir unser Herz öffnen. Gott ist unser Vater aus einer ganzen tiefen Intimität heraus. Und aus dem heraus darf ich auch meine Mitgemeindeglieder als Schwestern und Brüder erkennen. Oder mir gefällt das so im Deutschen aus, da sagen sie da Bruder, Kreis, richtet ein Wort an uns, zum Beispiel, oder? Es immer wieder. Und das ist eigentlich etwas Schönes, das kennen wir in der Schweiz nicht so. Aber im Deutschen ist mir das so begegnet, immer wieder vom Bruder und von der Schwester. Und das ist etwas, ja, wir dürfen nicht mal den Vater haben, wir dürfen als Kinder erkannt werden, sondern wir dürfen Brüder und Schwestern sein. Und ja, manchmal ist Brüder und Schwestern, der häschert und klebt es und die gehen auf den Deckel. Aber ich glaube auch, Brüder und Schwestern, die wissen ganz viel voneinander. Und die sind auch nach miteinander unterwegs. Und es gibt immer wieder auch die schönen Bilder. Wir kennen jetzt das von den eigenen Kindern. Brüder und Schwestern, Söhne und Töchter. Wenn sie dann auf das Mal wieder miteinander auf einem kleinen Sofa zusammenhöckeln, für ein Film zu schauen oder so, wo man die Nähe auch nicht scheucht. Tun wir wirklich mit der Gemeinde
mit Brüdern und Schwestern teilen, was uns bewegt. Tun wir zeigen, wer wir wirklich sind. Bin ich interessiert am anderen, auch wenn ich weiss, dass vieles verzerrt ist und vielleicht auch nur undeutlich zum Vorschein kommt. Und hier haben wir das Bild von diesem Spiegel. Ja, wir können nicht alles erkennen. Ja, manchmal spielen wir ein bisschen Theater einander gegenüber. Und wir sehen auch Gott nicht im abschliessenden Bild. Aber ich glaube, hier ist auch eine Einladung. Ja, ich habe gesagt, wer sehe ich als erstes, wenn ich in den Spiegel schaue? Ich sehe am erstes mich. Ich sehe als erstes mich. Und ich muss fragen, wer bin ich? Wer ist Gott? Was hat er mit mir gemacht? Und ich glaube, da sind wir auch eingeladen, eben zu suchen nach diesem Bild, nach diesem Spiegelbild. In uns, im anderen, in Gott. Bin ich bereit, auch Gott im praktischen Alltag zu suchen, nicht nur am Sonntag am Morgen? Lasse ich mich auf das ein, in meinem Berufsalltag, dort, wo ich herausgefordert bin, zu fragen, wo Gott, wo ist jetzt das, was du reden willst? Auch wenn wir wissen, dass es manchmal schwierig ist, Gott gerade so in einer konkreten Situation zu verstehen. Eben, vieles ist noch so wie durch einen unklaren Spiegel. Aber wir dürfen wissen, im Vertrauen unterwegs sein mit ihm, und er wird sich Stück für Stück offenbaren, und er wird sich vollkommen offenbaren, wenn wir ihn Angesicht zu Angesicht dürfen sehen. Es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wieso ist die Liebe die größte unter ihnen? Weil Liebe, das ist ausgelebter Glaube. Das ist tätiger Glaube. Und ich glaube, nicht wegen nichts hat uns das auch inspiriert. Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe soll über allem stehen. Die Liebe soll etwas Sichtbares sein. Die Liebe soll spürbar sein. Ich glaube, der Paulus tut hier die Liebe auch betonen, weil es eben ihm auch um einen gelebten Glauben geht. Wir können es ähnlich auch im Jakobus-Evangelium, im Jakobusbrief natürlich sehen. Der Jakobus sagt ganz klar, Glauben ohne Werk ist tot. Also, wenn das nicht spürbar ist, dann ist es nur ein Schein oder ein Bild. Wir sind eingeladen, uns zu reflektieren. Unseren eigenen Antrieb immer wieder zu prüfen. Uns zu fragen, welche Lebensaufgaben muss ich anpacken, wo darf ich auch Intimität zulassen, für zu erkennen und für mit dem anderen ganz praktisch Liebe zu leben. Amen.